Herr neben mir, der Gast unseres letzten Programms Frank Mohl, Thomas Borat von der Leipzig und einer der Gäste Gerd Schädlich und Ihnen natürlich auch als erstes sein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an AD. Ich denke, Sie haben verdient gewonnen. Ich denke auch, dass wir ein sehr spannendes, emotionsgeladdenes Pokalspiel gesehen haben. Wir haben leider in der ersten Halbzeit nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben in der ersten Halbzeit mit zu wenig Biss, mit zu wenig Leidenschaft gespielt, zu zaghaft. Und ich denke auch, diese Situation, die zum 1:0 führte durch Ingo Hertz, war eigentlich bezeichnend für die erste Halbzeit. Dass wir nur aufgepasst haben, dass wir nicht konsequent waren in den Aktionen. Dieses Tor war richtungsweisend für das ganze Spiel. Wir waren sicher in der zweiten Halbzeit aktiver, haben den Ball besitzen, aber letztendlich nichts Zählbares zustande gebracht. Und AD war natürlich logischerweise bei diesem Spielstand in guten Kontersituationen gekommen. Wenn dort die eine oder andere Situation besser ausgespielt wird, dann ist natürlich das Spiel entschieden, das ist klar. Aber so verlaufen wir mal Pokalspiele. Also im Zwischenstand, ich denke, in der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft sehr engagiert gespielt, aber wenn man ein Spiel gewinnen will gegen einen Gegner, der gleich stark ist, dann darf man in der ersten Halbzeit nicht einige Prozente in der Kabine lassen. Aber vielleicht hängt es doch von den vielen Feierlichkeiten der letzten Tage zusammen. Danke. Ja, vielen Dank, Thomas. Wie lautet dein Fazit nach diesem schönen Abschluss? Ja, erstmal bin ich sehr stolz auf die Jungs, weil ich glaube, dass wir in den letzten Wochen eine sehr, sehr schwierige Situation hatten und dann treffen wir im Finale auf einen Gegner, der im positiven Kreislauf ist und natürlich sehr, sehr schwer zu bezwingen ist in so einer Situation. Man hat es gerade am letzten Wochenende gesehen, dass sie gegen Wolfsburg souverän gewonnen haben. Ich denke, dass sie heute auch unbedingt gewinnen wollten. Das haben wir nicht zugelassen. Wir wollten zu Hause unseren 10. Sieg in Folge feiern. Ich denke, dass wir gerade, was die Entwicklung anbelangt, in der Mannschaft unheimlich große Fortschritte gemacht haben. Und natürlich ist es schwer, eine Mannschaft immer wieder zu motivieren, die Spannung hochzuhalten, wenn man seit Wochen weiß, wo die Reise eigentlich hingeht. Und wir haben ja einige Spieler dabei gehabt, die vor dem Spiel verabschiedet worden sind. Umso mehr macht mich das glücklich, dass wir dieses Spiel dann auch so souverän gewonnen haben. Ich denke, dass wir eine Torchance zugelassen haben in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit hatten wir ganz klar das Spiel bestimmt und wenn wir einen Tick souveräner wären, wäre das Spiel mit Sicherheit 2-3-0 ausgegangen und es ist natürlich schön, dass wir für die Fans dann nochmal so eine positive Stimmung erzeugen konnten, dass sie mit einer Euphorie in die neue Saison gehen und dass man dann die Ziele, die dieses Jahr sehr, sehr hoch gesteckt waren, dass man die nächstes Jahr angehen kann und natürlich mit sehr viel Geduld verbunden ist das Ganze und das Beispiel können wir uns an Chemnitz nehmen. Ich denke, dass wir in den letzten 3 Jahren sehr, sehr gut gearbeitet haben und auch den Erfolg dann dieses Jahr so sich verdient haben, weil sie ehrlich und aufrichtig und geduldig dieses Ding gezogen haben und von meiner Seite aus erstmal danke für die Glückwünsche. Ich Glückwünsche nochmal zurück an die Meisterschaft und ich denke, dass der Verein es auch verdient hat, in der 3. Liga zu spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin Fragen an deinen Trainer oder an Herrn Pohl, der sicherlich zum sächsischen Landespokal auch noch was sagen kann. Also gibt es Fragen, dann bitte kurzes Handzeichen und wir reichen das Mikro zu. Michael Dick, 11:10. Ganz kurz, Einfluss, bitte auf das Mikro. Frage an beide Trainer, die Sie die Schlussphase gesehen haben. Das ist ein bisschen Rudelbildung vermutet. Na, ich hatte es ja schon angedeutet, das ist ein Pokalspiel, da sind wir Emotionen mit dabei. Normal. Hat sich im Großen und Ganzen im Rahmen bewegt. Ich habe dazu nichts hinzuzufügen. Gibt es weitere Fragen? Herr Orwald, wie wichtig war die Führung aus Ihrer Sicht, um in der zweiten Halbzeit das Spiel kontrollieren zu können und aus der Defensive heraus eben dann die Räume zu nutzen? Eigentlich brauche ich das nicht kommentieren, weil ich denke, gegen so eine Mannschaft, gegen die wir heute gespielt haben, ist es immer wichtig, in Führung zu gehen. Sie strotzen vor Selbstbewusstsein. Und wir wussten, wenn wir diesmal 1:0 in Führung gehen, das konnten wir dieses Jahr leider nicht gegen Chemnitz vorher und dass wir dann auch das Spiel gewinnen. Sonst hätten
wir die Räume besser nutzen müssen, dann auch zu den die Tore erzielen müssen. Weitere Fragen? Dann hatten wir immerhin zwei. Die noch keine doofe Frage. Ein schönes Rennen, Leipzig und Kiel sehr. Also Seiten des sächsischen Fußballverbandes nochmal Gratulation an RB Leipzig zum Gewinn des Sachsen-Pokals, Landesgrüner Pokal Sachsen, so ist der konkrete Name. Jetzt hat Leipzig, Chemnitz und Dresden Höhepunkt geschaffen. Dresden auf die zweite Liga, Chemnitz auch nochmal Gratulation hier in die Runde. Den Aufstieg in die dritte Liga und Leipzig hat einen Pokalsieg. Da müsste der Männerfußball auch zufrieden sein hier im sächsischen Bereich. Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Ich sage nochmal Dankeschön auch an die Gastgeber hier von RB Leipzig in dem Stadion, die haben uns unheimlich unterstützt bei der Umsetzung dieses ganzen Finals. Genauso wie letztes Jahr der Chemnitzer FC, der damals ja gegen Aue gewonnen hatte. Also deshalb nochmal vielen Dank. Toi 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 in der weiteren Zeit beiden Vereinen. Ja, und hoffentlich den nächsten Aufstieg. Dankeschön.